Du bist keine Stadt, eigentlich bist du ein Museum. Dein Ruf ereilt dir nach und nicht voraus. Du hast die Flexibilität von einem Fließbandgerät und manchmal hält man das ja eigentlich kaum aus. Aber mir geht's da so wie jedem echten Wiener und mit den Jahren lernt man vieles zu verzeihen. Wenn in der U-Bahn einer lauthals in sein Handy schimpft, dann weiß ich, ja, hier bin ich daheim. Wien, Wien, nur du allein darfst zu mir so koschert und grantig sein. Du bist über jeden guten Ratschlag stets erhaben. Deine Arroganz ist nüchtern selten zu ertragen und trotzdem bist du mir ein echter Freund und ich zieh vor dir meinen Hut, weil du bist vollkommen out, aber du stehst dazu. Ja, Wien, der letzte Kaiser bist du. Geht den Wienern einmal blöder, weiß der Treibstoff aus, werden's rabiat, denn ohne Wein trocknet man aus. Dort beim Wirten zum Verschierten brennt ein Lamperl, geh mal rein. Wenn er zusperrt, sind wir bös und gehen nach Haus. Ständig leichte Unzufriedenheit, weil uns der Alltag nimmer freut. Wir nehmen uns die Zeit zum Raunzen. Der Grund dafür erschließt sich nicht, weil diese Stadt doch für sich spricht. Sie ist so leibend, da komm, gehen wir tanzen. Wien, Wien, nur du allein darfst zu mir so koschert und grantig sein. Du bist über jeden guten Ratschlag stets erhaben. Deine Arroganz ist nüchtern selten zu ertragen und trotzdem bist du mir ein echter Freund und ich zieh vor dir meinen Hut, weil du bist vollkommen out, aber du stehst dazu. Ja, Wien, der letzte Kaiser bist du. Bis zu dem Tag, an dem deine Fiaker nimmer fahren und die Geigen nimmer Walzer spielen zum neuen Jahr. Bis das der letzte Würstler schließt und ein Kebabstandl wird und sich das Sackerl für dein Gackerl flächendeckend etabliert. Weil ich dich kenn, weiß ich, das erleb ich nimmer. Weil es ist quasi für immer. Hab ihn nur du allein, darfst zu mir so koschert und grantig sein. Du bist über jeden guten Ratschlag stets erhaben. Deine Arroganz ist nüchtern selten zu ertragen und trotzdem bist du mir ein echter Freund und ich zieh vor dir meinen Hut, weil du bist zwar ständig besoffen, aber du stehst dazu. Ja, Wien, der letzte Kaiser bist du. Oh Wien, der letzte Kaiser bist du. Mein Wien, der letzte Kaiser bist du. Dann singen wir heute selber den Grundton, wenn er nicht mehr vorkommt. Damen und Herren, herzlich willkommen. Orange 94.0, das Freiradio in Wien. Birgit Denk, mein Name. Und das ist jetzt natürlich tricky zu erraten, wer euch da musikalisch empfangen hat. Es waren die Gäste, die das letzte Mal hier bei mir in der Sendung waren. Donnerstag wie immer hier von 14 bis 15 Uhr Musik aus Österreich mit lieben Gästen. Und das letzte Mal waren da Gutrufs Erben, die in der Kulisse, in der ausverkauften Kulisse, ihre CD Alles nach dem anderen präsentiert haben. Die zwei Herren haben sich zusammengefunden, um österreichische Musik der letzten 100 Jahre quasi zu covern. Und ich glaube, dieses Lied ist das Neueste von den 100 Jahren, wenn wir die überblicken. Ich glaube, dieses Lied, das wir gerade hören durften, ist letztes Jahr erschienen und ist im Original natürlich von Wiener
Blond, Wien, der letzte Kaiser bist du, jawohl. Und schon covered, siehst, so macht man Karriere, Damen und Herren. Gutrufs Erben, die CD, alles nach dem anderen, ist natürlich im Fachhandel erhältlich. Musik aus Österreich, nicht nur hier in der Sendung, sondern auch von Gutrufs Erben gecovert. Im Wirtshaus Assmeier werden sie das nächste Mal auftreten und da können wir uns alle treffen mit einer herrlichen Sommerbräune, denn der Auftritt wird stattfinden am 16. September. Der nächste Termin von Gutrufs Erben, 16. September, Wirtshaus Assmeier im 12. Wiener Gemeindebezirk. www.gutrufs-erben.at, wenn Sie der Meinung sind, das kann doch wohl nicht der aktuellste Termin sein. Schaut selber nach und wahrscheinlich kann es doch passieren, dass, wenn Sie da täglich draufschauen, vielleicht ein neuer Termin kurzfristiger aufploppt. Wer sagt, ah ja, Wiener Blond, die mag ich doch mal live sehen. Auch da bin ich gerne bereit. Oh, das ist halt das, was ich für Sie hier mache, zu sagen, wann spielen das nächste Mal, nämlich am 23. Juni. Das ist ja dann doch schon bald. 23. Juni beim Wir sind Wien Festival, das gestern mit Marina and the Cats und Norbert Schneider großartig begonnen hat. Wiener Musik zieht durch die Bezirke. Und am 23. ist dann der letzte Termin, weil 23 Bezirke in Wien, 23. Juni. Und da werden die lieben Wiener Blond im Gösser-Schlössl auftreten, 23. Juni. Wer Wiener Blond verfolgen möchte, www.wienerblond.at. Und bevor ich meinen heutigen Gast hier begrüßen werde, offiziell, also begrüßt haben wir uns schon, aber sie waren nicht dabei. Also ich lasse sie dann auch gerne bei der zweiten Begrüßung teilhaben. Vorher gibt's aber etwas von einer Band, die auch gerade im Chelsea ihr neues Album präsentieren durfte. Ein Werk, das wieder lauter wird. Freischwimmer nämlich. Florian Karigl und seine Mannen aus dem Waldviertel haben 12 Tracks unter dem Titel Roter Faden auf den Silberling gebannt. Sie zeigen uns brav sowohl die Faust als auch das Peace-Zeichen. Das ist was, das wirklich die Dualität des Lebens widerspiegelt. Ein roter Faden wird hier gesponnen oder ausgerollt, wie immer Sie es sehen wollen. Und Come Over ist Track Nummer 2, den ich Ihnen heute hier in den Nachmittag schicke. Bitte sehr, die Freischwimmer.
bist vor der Wahrheit nicht feit. Wenn's bloß 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 bist vor der Wahrheit nicht feit. Komm over, Alter, komm over, Freischwimmer, Damen und Herren, hier auf Rausch 94.0 im Freien Radio in Wien, und die neue CD, die im Chelsea präsentiert wurde, Damen und Herren, heißt natürlich Roter Faden, ist im Handel erhältlich und unter www.freischwimmer.com können Sie alle weiteren Informationen über Ihre neue Lieblingsband nachlesen. Und wer sagt, juhu, das sind Waldviertler wie ich oder wie Menschen, die ich so gerne mag, und ich liebe das Waldviertel, dann kann ich Ihnen etwas ganz Tolles anbieten, denn Waldviertler im Waldviertel selber, ja, also sie spielen beim Musikfest Weidhofen an der Theier, die Freischwimmer, am 1.7. beim 37. Wahnsinn, 37. Internationalen Musikfest in Weidhofen an der Theier. Legendär, Damen und Herren, Freischwimmer heuer live zu sehen. Auch in deutschen Landen werden sie auftreten, und wenn ich jetzt für alle nachschaue, wann die wieder in Wien spielen, na schau her, da ist dann doch der 16.12., Damen und Herren, da gibt's jetzt bitte nichts mehr zum Raunzen. Unter dem Freischwimmer-Duo werden sie da auftreten, damit die Engel tanzen in der Mikes Werkstatt. Aber was rede ich? www.freischwimmer.com. Roter Faden ist neue Album. So, die Kollegen wurden ausreichend nicht, aber auf alle Fälle von mir willentlich gut, wie der Amerikaner sagt, promotet, und jetzt wende ich mich dem Herrn zu, der live hier ins Studio geschafft hat, den weiten, schweren Weg auf sich nahm. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Servus, Michi Tauschmann, Christi. Schönen Nachmittag, hallo. Ja, war deine Anreise beschwerlich? Na, Ufi ist super. Das passt, ja. Warte, ich als nicht öffentliche Tante und waren dann immer nur so kurze Strecken mit Straßenbahn. Ja. Die fährt schon, die U4. Na, irgendwo fährt schon, nicht. Ja, irgendwo da hinten. Aber das ist dir wurscht. Aber das ist mir wurscht. Also bis Friedensbrücke, weiter fahre ich nicht. Also. Sehr gut. Also die U4 wurde bestiegen von Michael Tauschmann. Michael Tauschmann, Schall und Rauch liegt vor mir. Eine CD, die du rausgebracht hast und wo ich finde, das Cover natürlich sehr gelungen ist. Den Schall hört man drinnen und den Rauch sieht man draußen. So ist es, ja. Also ich hatte schon von Anfang an eine konkrete Vorstellung von der CD, vom Cover, und habe mir gedacht, mache ich das gleich so, dass ich einfach mit der Gitarre sitze. Man braucht mir nicht unbedingt sehen, Silhouette reicht. Obwohl, heißt Hallo, was heißt, man braucht nicht sehen? Die Musik soll im Vordergrund stehen. Ah, so meinst du das. Ja. Und hinten habt ihr da eine Rauchmaschine angemietet, genau. Oder stehen da deine letzten Raucherfreunde und Profi, dass du was ist zeigen wollt? Na, wir hatten eine Nebelmaschine, das war ziemlich mühsam, weil die ganze Zeit aufladen muss und die Technik halt. Und wir hatten nur eine, und ich glaube, wir haben für das Bild 4 Stunden braucht, dass das halbwegs. Aber es ist schön geworden. Vielen Dank. Was greifst du da gerade? Oder hältst du nur den Hals fest? Nein, ich glaube, ich habe da einfach immer so vor mich hingespielt und dann durchgeschossen. Und sehr schön, sehr schön. Seit wann gibt's das Ding? Das gibt's seit 7. Mai, jetzt offiziell. Also fresh, Damen und Herren. Ganz fresh. 7. Mai offiziell. Schall und Rauch, Michael Tauschmann. Natürlich sieht man gleich vorne auch, was drin ist. Du bist in erster Linie Gitarrist, oder würdest du das nicht so bezeichnen? Oh ja. Schon? Oh ja, Gitarrist, ja. Fingerpicker. Erklär doch den Menschen, die keine Ahnung vom Gitarrespielen haben, was ist das? Also Fingerpicking ist entstanden Anfang des 20. Jahrhunderts.
kleine Geschichtestunde. Ja, bitte. Und wurde vom Klavier auf die Gitarre adaptiert. Und man hat dann einfach den Bass, Mittelstimme und Melodie in der rechten Hand irgendwie adaptiert. Und auf gut Deutsch gesagt, ich mache viel mit der rechten Hand. Also, und das funktioniert. Die rechte Hand ist die beim Schallloch. Genau. Für alle, die jetzt nicht einmal wissen, wie man die Gitarre Zum hält. Zupfen, ja, genau. Also quasi, es ist wahnsinnig viel Zupferei. Ja. Und ich weiß es von Menschen, die das tun, in erster Linie am Beginn, wenn man sich für diesen Weg entscheidet, fürchterliche Überei, oder? Ja, also es war schon katastrophal. Viel Blut ist geflossen, aber es hat sich ausgezahlt. Blut, Schweiß und Tränen. Ja, vor allem Tränen und Blut. Ja. Also bist du jemand, der die Herausforderung nicht scheut, sondern mit wahnsigem Elan angeht? Ja, es kommt drauf an, was, aber bei der Gitarre und bei der Musik ist es schon so, dass ich da durchbeiß. Damen und Herren, und dann soll's aber nicht gequält durchgebissen klingen, sondern schön, und das ist die Aufgabe. So ist es. So ist es, und darum hören wir uns gleich was an. Die Tracks, die da jetzt drauf sind das auch Kompositionen von dir? Das ist alles von mir, ja, zu 100%. Alles von mir eingespielt, alles eine Gitarre und meine Nummern. Also Damen und Herren, wenn Sie sich denken, da sind jetzt da, wenn Sie gleich das Lied hören, irgendwie 4 Gitarristen versteckt oder der gute Michael hat geschummert und hat hintereinander 12 Gitarren aufgenommen, es ist eine Gitarre zu hören. Eine Gitarre. Damen und Herren, und die tanzt, so wie es auch schon im Titel drinnen ist. Wir hören Dancing Marionette. Damen und Herren, so kann man das natürlich nicht machen. Es klingt zwar jetzt sehr virtuos, aber es gehört nicht so, denn der CD-Player verweigert seine Mitarbeit. Das können wir natürlich so nicht lassen. Wir hier im Radio Orange 94.0, dem freien Radio in Wien, sind natürlich sogar so wie der Hund, dass wir 2 CD-Player haben und 2 CDs. Also quasi, wir können sofort in den anderen CD-Player wechseln. Und für alle Damen und Herren, die sagen, schaut, jetzt habe ich den Anfang total versammelt von dem Lied, habe ich sofort die Möglichkeit, Ihnen den Anfang gleich nochmal vorzuspielen. Wir sind hier, Damen und Herren, quasi in einem multifunktionalen Studio und wir lassen die Marionetten von Michael Tauscher noch einmal tanzen. Oder? Machen wir das. Damen und Herren, bitte sehr. Komisch,
Da gehen wir in die Tiefen, Damen und Herren, hier auf Orange 94.0, dem freien Radio in Wien. Damen und Herren, Musik aus Österreich wie jeden Donnerstag von 14 bis 15 Uhr unter dem Motto, was gibt's Neues? Schall und Rauch gibt's von Michael Tauschmann, der hier heute live neben mir sitzt, und wir durften gerade Track Nummer 1 von seiner soeben erschienenen, ich glaube, da sagt man nur EP dazu, ja, oder? Genau. Dancing Marionette. Wo kriegen die Damen und Herren denn jetzt das Teil, wenn sie es haben wollen? Direkt bei mir. Also einfach auf Facebook mal anschreiben und ich schicke das. Also ich habe schon nach Deutschland geschickt und es ist schon international. Es wird verschickt, Damen und Herren, personally by the artist. So ist Nicht es. formerly known, sondern known as Michael Tauschmann, und unter diesem Namen finden Sie ihn auch natürlich im Facebook da ausschreiben, und Schall und Rauch kriegen Sie ins Haus geliefert. Wo hast du das aufgenommen? Bei meinem Sänger. Ich spiele auch in einer Band namens Juno und der hat so ein kleines Homestudio, und für so eine Musik, für Fingerpicking, braucht man jetzt nicht ein Riesenstudio mit 40 Kanälen. Braucht man einen bequemen Sessel wahrscheinlich. Genau, einen bequemen Sessel, weil man muss lang drauf aushalten. Ein paar Mikros und das funktioniert schon, und der hat ein super Gehör und ist ebenfalls Perfektionist, und da haben wir uns super verstanden. Und für alle jetzt doch Gitarren-Nerds, die zuerst mit den Augen gerollt haben zu Hause, weil wir erklärt haben, was Fingerpicking ist, Ja. für die gehen wir jetzt ein bisschen spezieller werden. Welche Gitarre ist das, auf der du da spielst? Das ist die Martin OM1. Also Und mit der bist du sehr zufrieden? sehr zufrieden. Also die habe ich vor 6 Jahren oder was gekauft, und ist so eine Mischung zwischen Oberklasse und Mittelklasse. Irgendwie so, die 1er-Serie war da damals ganz neu, und es war Liebe auf den ersten Ton, oder wie man das sagt. Ist das schon so, man greift hin und hört sich das an, wie das klingt und Genau. wie das sich anfühlt, und dann sagt man, oder Ja, also es ist wirklich so, ich weiß nicht, dadurch bin ich dann auch zum Stammkunden in der Klangfarbe geworden, dass ich da freuen sie sich aber. jeden Tag dort war und gespielt habe. Und viel mit dem Instrument verbringen, auch von vorne hören und dann sagt man, ob es passt oder nicht. Das heißt, du musst jemanden bitten, dass er kurz spielt drauf, damit du das auch hören kannst. Genau. Das ist ja tricky. Ja. Und da findet man wen in der Klangfarbe, der Ja, das kann. oder man nimmt sich sein Diener mit, ja. Den Gitarrendiener, das Ja. gefällt mir gut. Schall und Rauch, gibt's das jetzt auch live zu sehen, wo du mit deiner Gitarre auftauchst? Ja, also ich habe jetzt noch einige Konzerte vor der Sommerpause, sagen wir jetzt mal so. Das nächste größere Konzert ist am 17. Juni im Restaurant am Kalvarienberg. Da spiele ich ein schönes Set von 1,5 Stunden oder was. Mit Aussicht. Mit Aussicht. Musik mit Aussicht. Musik mit Aussicht, ja. Nettes Lokal, und es wird sicher schön intim. Und der Termin steht natürlich wieder auf der Facebook-Seite von Michael Tauschmann. Genau. Dann können Sie ihn auch nicht vergessen, Damen und Herren. Du bist aber schon ein untriebiges Kerlchen. Du hast jetzt kurz auch anklingen lassen, dass du natürlich auch in einer Band spielst. Und sonst bist du da recht. Also dein musikalischer Werdegang, obwohl du noch kein alter Hase bist, du hast schon recht viel verschiedene Sachen gemacht. Ja, also ich habe in einer Metalband gespielt, in einem Folk-Trio, also alles wirklich quer durch die Bank. Das Solo-Projekt war eigentlich immer Teil meiner Musikkarriere, und die Band ebenso, das läuft so auf Schienen nebeneinander, und ich versuche halt alles zu machen und die unterschiedlichsten Erfahrungen zu sammeln, ja. Das ist einmal eine gute Idee. Im Stephansdom hast du da gespielt? Genau, am Dachboden, ja, das war lässig. Am Dachboden? Am Dachboden, ja, das ist direkt über den Altar, also das ist wirklich direkt über den Altar. Wie riesig groß ist der? Die war dort noch nie? Riesig. Echt? Also das ist richtig so eine Halle eigentlich. Ja. Und so leicht gebogen, weil wie der Stephansdom zerbombt wurde, war das praktisch damals das provisorische Dach oder so. Und das haben sie dann gleich lassen. Das haben sie lassen, und da sind halt so die Ersatzziegel und solche Dinge drinnen, und wirklich cool. Wie ja. bist du dazu gekommen, dass du das spielst? Ich habe in der Schule ein Konzert gespielt, und da war jemand vom Lions Club, von der Charity-Organisation. Und dann hat er mich gleich darauf angesprochen, ob ich nicht einmal spielen will und wo und was und wie. Und ich habe natürlich gleich zugesagt, egal was. Und da war eben dieser Gig auch mit einem Künstler, der hat eine Vernissage gehabt, und danach habe ich gespielt. Sehr schön. Damen und Herren, der Mann, der bereits im Stephansdom spielte, auf der quasi am professorischen Dachel. Ne? So ist es, quasi, genau. So soll es sein. Du, die CD ist da. Natürlich wollen wir jetzt, wo wir den richtigen CD-Player gefunden haben, auch noch ein Liedchen spielen. Was würdest du vorschlagen, was sollten wir jetzt den Damen und Herren zu Gehör bringen? Bisschen was Ruhigeres mit Ja. Green Island Ja. fortsetzen, das wäre schön. Ist das Island? Irland, Entschuldigung? Nein, eigentlich so
Geht's um die Steiermark. Ah, Deswegen Green Island. das ist ja cool. Ja. Dein Bezug zur Steiermark? Mein Vater kommt aus der Steiermark. Wo genau? Fürstenfeld. Und da bist du öfters. So ist es. So ist es. Und jetzt hören wir, wie es dort klingt, zumindest Genau. wenn Michael in die Gitarrenseiten greift. Vom Album Schall und Rauch, Michael Tauschmann mit der Ode an die Steiermark. Schall und Rauch, Damen und Herren, hier auf Rausch 94.0, dem freien Radio in Wien. Birgit Denk, mein Name, und Michael Tauschmann, der Name des Herrn, der neben mir sitzt. Schall und Rauch, der Name der EP, die er soeben veröffentlicht hat. Und wir durften gerade eine kleine akustische Wanderung durch die Steiermark miterleben mit seiner Gitarre Green Island. Ist es so, dass du, wenn du quasi zu Papas Place nach Fürstenfeld fährst, dass das so für dich so eine ruhige Stimmung erzeugt, wie du jetzt auf der Gitarre auch erzeugt hast? Ja, schon. Also irgendwie, das ist so der Ruhepol, wenn man da mal weg ist von Wien und mal nur in der Natur, und gerade wenn man, also wir wohnen ein bisschen vor Fürstenfeld, Altenmarkt bei Fürstenfeld,
1000 Einwohner-Dorf. Und das ist irgendwie schön, gerade wenn in Wien so viel passiert und alles so schnelllebig ist, dass man mal in die Steiermark fährt, wo eigentlich alles schon seit 15, 20 Jahren immer gleich ist. Ob Sie das gern hören. Ist jetzt, naja, ich sehe es als Kompliment eigentlich. Ja, Ja, also schön. ein Rückzugsgebiet. Genau. Ja. Ja. Und wie oft gönnst du dir den Rückzug? Wie oft bist du dort? Einmal im Monat sowas. Wirklich? Wie sich's ausgeht, ja. Ja. Momentan ist halt viel los, da geht es halt nicht so aus. Da schaut man halt, dass man so alle 2-3 Monate ein Wochenende unten ist, aber ja, es gab halt Zeiten, wo man einmal im Monat ist oder öfter und dann halt wieder nur einmal vierteljährlich oder was weiß ich. Und als ganz Jugendlicher Fahrt, was du dort. Genau. Oder? Nein, eigentlich nicht. Echt? Eigentlich war so Kindheit, da gibt's so viel zu sehen und so viel zu entdecken und ja. Schau, und mit der Dorfjugend um die Häuser gezogen. Ja, auch ein bisschen. Ja, siehst du das. Schall und Rauch, Michael Tauschmann, wie du bei der Tür heute hier hereingekommen bist ins Orange 94.0 Studio, hast du mich sofort mit den Worten empfangen. Liebe Grüße vom Drew Sarich. Er hat gesagt, er hat den Sessel schon aufgewärmt. Drew Sarich war vor einigen Wochen hier im Studio, um seine CD zu promoten. Wie ist da die Verbindung zwischen euch zwei? Mein Bruder hat irgendwie die Verbindung gecheckt, weil er mit seiner Lebensgefährtin, Freundin zusammenarbeitet und so ist dann irgendwie die Verbindung gekommen und dann hat der Drew mal eine Nummer von mir bekommen und war extrem begeistert, hat mich gleich angeschrieben, wie toll das ist und er will unbedingt die CD, dann habe ich gleich die CD, das erste Exemplar gleich geschickt und dann war er noch mehr begeistert und mich mit Komplimenten überhäuft. Na schau, so sind's. Ja, gell? Und habe ich gesagt, wow, vielen Dank. Und Ja. so sind wir dann ins Reden gekommen und jetzt schreiben wir immer mehr und ja. Und dann hat er mir gerade vor einer Stunde geschrieben, schön, bei der Birgit, ja, der Sessel ist schon aufgewärmt. Ja. Sehr gut. Hat er aufgewärmt, denn vor kurzem war er da, weil Drew Sarich hat seine CD rausgebracht. Hat er dir die geschickt, wenn du deine Nein, schickst? eigentlich nicht. Drew, you Eigentlich have to nicht. send your CD to Michael Tauschmann. Eigentlich Hello. ist er Frechheit, ja. Ja, ist eigentlich. Also eigentlich will ich jetzt meine wieder zurück. Nein, besser ist, er soll dir seine schicken. Oder er schickt mir seine. Ich habe eine. Haha. Bitte. Drew Sarich hat mit seinem Endwerk-Orchester Let Him Go aufgenommen. Im Mood wurde sie präsentiert im Wiener Stadtsaal. Ein weiteres fulminantes Konzert gegeben und du hast mir gesagt, du warst irgendwann später in Linz, glaubst. Ja, 20. Juni. 20. Juni, ja, bin mir sicher. 20. Juni im Musiktheater. Siehst du, Damen und Herren, wir Wahnsinn. haben einen jungen Mann hier sitzen, der auch über die Musikszene gut informiert ist und uns die wichtigen Informationen liefert. Und damit Sie wissen, wie das klingt, für alle, die da noch nicht mitgehört haben, wie der Drew persönlich da war, spiele ich dir, weil du es auch noch nicht gehört hast, und Super. den Damen und Herren zu Hause Drew Sarich vor. Das Endwerkorchester hier bestehend aus Markus Gartner an der Akustikgitarre, Harald Baumgartner, auch vor kurzem hier gewesen, am Bass, Titus Wadon war natürlich auch da an den Drums, Erwin Bader spielt das Piano, Christopher Harras spielt Gitarre, Rainer Guternick, der liebe Herr Guternick spielt Trompete und natürlich, wer sonst spielt Tenorsaxophon, Manfred Franzmeier, und die alle haben den lieben Herrn Drew Sarich unterstützt bei seinem Lied Better Off Dead. They're turning all the lights out in Richmond Heights, and we've gone silent. She's popped a pill for the night and fallen still to dream for a while. So I throw the car in gear, disappear into the dark, turn the steering wheel and pray light of day doesn't tear us apart. I'm getting signals out on Highway 40. They're fucking with my head. Offered her the very best of me. Now I see she'd be better off dead. She'd be better off dead. She'd be better off dead. She'd be better off dead.
drop. Baby's so afraid of the mess that we made. Walls are closing in fast. She's got a heart of gold, I'm like a hand grenade. Battles, they don't ever stop. So I drop the top and go, hit the highway hard and tow. Gotta find a way to scare away the devil. She's so sure that she knows. I'm getting signals out on Highway 40. They're fucking with my head. Offered her the very best of me. Now I see she'd be better off dead. 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 I'm getting signals out on Highway 40. They're fucking with my head. Offered her the very best of me. Now I see she'd be better off dead. She'd be better off dead. She'd be better off dead. She'd be better off. She'd be better off dead. She'd be better off dead. She'd be better off dead. She'd be better off. She'd be better off. She'd be better off. She'd be better off. Ja, da kommt noch was Gespenstisches am Schluss. Damen und Herren, hier Orange 94.0, das Freiradio in Wien. Was gibt es Neues? Musik aus Österreich. Juice Sarich war das, ist das natürlich, Let Him Go. Das Album, das vor kurzem erschienen ist bei Endwerk Records. Und Endwerk Records ist natürlich auch das Endwerk Orchester, mit dem er auftritt. Und wir haben gerade von meinem heutigen Gast, dem lieben Michael Tauschmann, gehört, dass am 20. Habe ich mir das richtig gemerkt? 20. Juni. Am 20. Juni, er weiß es, in Linz Juice Sarich auftreten wird, Damen und Herren. Das ist doch was Schönes. Wir sind hier top informiert hier in diesem freien Sender. Ja, und Musik aus Österreich, Schall und Rauch. Michael Tauschmann, mein heutiger Gast, hat sich mit seiner Gitarre solomäßig dem Fingerpicking komplett verschrieben. Ist es jetzt sowas, frage ich einmal blöd, was man, wenn man jetzt 3 Monate lang seine Gitarre, aus welchen Gründen auch immer, in der Ecke liegen lässt und dann sagt, so, die spüle jetzt wieder, geht das dann gleich oder muss man sich da wieder rein? Man muss wieder ein bisschen reinkommen. Es ist nicht so leicht. Also ich hatte vor 2 Jahren mal so eine längere Pause, wo ich mal 4-5 Monate gar nichts gespielt habe. Und da habe ich dann gemerkt, ui, so einfach ist es dann doch nicht. Wie es kurz offensichtlich erschienen ist, ne? Weil wenn man so drinnen ist. Genau, ja. genau. Also Schaltet da der Kopf komplett ab und machen das nur mehr automatisch irgendwelche Rezeptoren, die deine Finger leiten, oder denkst du noch beim Spielen? nein, gar nicht. Also das ist finde ich das alles, Ärgste. alles automatisch. Das fließt so dahin. Das finde ich, das ist doch ein super schöner Zustand, oder? Wann hat man das? Ja, schon. Ja, in der tiefsten Depression und in der schönsten Freude, glaube ich. Aber das ist das auch der Grund, warum man es auch macht? Dass man so einen Zustand erreicht, den man sonst nicht so hat? Ja, also für mich schon. Für mich ist das Ventil irgendwie. Also das braucht man und brauche ich. Also ohne der Musik, ohne der Gitarre und ohne Fingerpicking würde ich mir, glaube ich, einen Schädel schießen. Also das ist... Gottes Nein, so Gottes Willen, so schlimm ist es nicht, aber es ist wirklich ein Ventil, was ganz wichtig ist für mich, dieser Zustand und die Musik, ja. Und ab welchem Alter hast du begonnen, mal die Gitarre in die Hand zu nehmen? Mit 10, aufgrund der Schule. Das war eigentlich reiner Zufall, das Ganze. Das heißt, die Schule hat dich dem Instrument näher gebracht? Genau, also ich habe davor nicht mal gewusst, wie man sowas hält. Und geschweige denn, dass man spielt. Und ich habe dann die Schule ausgewählt, weil ich einen kurzen Schulweg hatte und deswegen länger schlafen konnte. Ist das serious? Und deswegen habe ich gesagt, Leiwand, passt, mach ich. Und
Und das war ein musisches Gymnasium, oder? Nein, es gab verschiedene Zweige Ja. und war halt dann irgendwie so Ausscheidungsverfahren. Ich habe gewusst, Zeichnen kann ich gerade mal eine Strichmarksel, Sprachen bin ich immer schlecht gewesen und Ballett, also in einer Strumpfhosen will ich mir auch nicht zeigen. Also bleibt nur mehr diese Gitarre. Bleibt nur mit die Gitarre. Ja, genau. Und die hat dann aber irgendwie dein Herz erobert, relativ flott. Ja, schon. Ja. Also in den ersten Monaten sofort dachte ich mir, hey, das ist cool, wenn man ein bisschen was spielen kann. Und das war dann eine Sucht. So hat die Sucht begonnen. Und seitdem nicht mehr losgelassen. Genau. Und deine Eltern, haben die quasi jetzt nicht mit 4 zur Geige, mit 5 musische Früherziehung, Nein, das heißt, du bist als gar nicht. 10-Jähriger frisch gefangt zur Gitarre gekommen. Genau. Also Und wie fanden das deine Altvorderen? schön, ja. Klar, da kann man zu Weihnachten ein bisschen was spielen und ja, sehr nett und unterstützen einen da auch sehr. Aber dass das möglicherweise auch ein Berufswunsch sein könnte, hat deine Eltern auch nicht verschreckt. Im ersten Moment schon ein bisschen so, naja, aber studieren tust schon ein bisschen was, ne? Und Ja, Gitarre. naja, klar, ja. Was bleibt da schon übrig? Und ja, aber man braucht schon irgendwie eine Absicherung, dass man halt studieren geht und dann halt so den Weg einschlägt. Und das tust du jetzt. Ja, also Ja. jetzt noch Zivildienst und dann... Zivildiener gerade. Ja, Zivildiener. Sehr brav. Zivildienstleistender, in welchem Bereich? Altersheim in der Pflege. Sehr schön. Wo? In der Caritas Soziales, Rennweg. Sehr brav. Und bis Juni oder bis Oktober? Bis oder? Ende Juli. Ende Juli ist das. Ende Juli, ja. Siehst du das? Habe im November begonnen, ein bisschen Und hast später. im August wunderschöne, freie Sommertage, oder? Ja, schon. Ja, schon. Herrlich. Für neue Lieder möglicherweise. Hoffentlich. Kommst du Hoffentlich. im Zivildienst zum Spielen oder ist da überhaupt keine Zeit? Oh ja, also da ist genügend... Weil ich also denk mal, da die ist immer Oldies freuen sich auch, Ja, oder? super. Ja, Also eben. da gibt's eine witzige Geschichte, ich weiß nicht, ob wir Zeit haben. Ja, aber, bitte, ja, unbedingt. Da gibt's eine witzige Geschichte. Da haben wir die Gitarre mitgenommen und dann sind halt die Bewohner draußen gesessen und ich habe mir gedacht, gut, jetzt muss ich halt sehr, sehr laut spielen, weil das fortgeschrittene Alter lässt das halt nicht mehr zu, dass man da jetzt irgendwie... Ja, und habe halt dann ordentlich reingescheppert und habe mir gedacht, oh Gott, hoffentlich hören die das. Und an die Seiten gerissen und sehr viel hergegeben. Rock'n'Roll. Und schnell laut, ja. Und dann war ich fertig und dann schaue ich so in die Runde und eine Dame schaut mich so mit weit aufgerissenen Augen an und sagt, so, jetzt beruhigen wir uns alle wieder mal. Also, ja, nette Geschichte. Hast du sie aufgerüttelt. Ja, also, Aber das ist ja was Gutes, sage ich immer. Nee, Die Leute ja. sollen aufgerüttelt werden, die alte Menschen sollen sich ärgern, Ja. weil das gehört zum Leben dazu. so ist es. Ja. So ist es. Bitte sehr. Also du kannst auch Menschen zum Ärgern bringen. Ja. Das ist gut. Du, Schall und Rauch, Michael Tauschmann hier heute zu Gast. Die CD gibt's, wenn Sie auf seiner Facebook-Seite persönlich anschreiben, wird er sie Ihnen gerne zusenden. Jawohl. Und sag nochmal deinen Live-Termin an, bitte. 17. Juni im Restaurant am Kalvarienberg. Ich werde gegen 20 Uhr starten. Bitte sehr. Also eine kleine Wanderung vielleicht hinauf auf den Kalvarienberg. Und natürlich spielen wir noch gern ein Lied von der CD. Without Pressure. Ist das so ein leichtes Lebensmotto? Ja, also ist entstanden direkt nach meiner Gitarrenmatura und wo dann einmal der Druck weg ist, so, ja, jetzt habe ich es geschafft, jetzt ist vorbei und ja, so ist das. Und dann ist entstanden. dieses Lied aus dir herausgeflossen. So ist es. Wir dürfen dabei sein. Bitte sehr.
Für alle gestressten Seniorenwohnheims, Damen und Herren, Without Pressure, das Lied Nummer 1, 2, 3, 4, 5 auf dem Album, auf der EP. Schall und Rauch, Michael Tauschmann, der hier heute zu Gast ist auf Orange 94.0, dem freien Radio in Wien. Und gleich ist unsere Sendezeit zu Ende. Das heißt, ich möchte mich bei dir bedanken, dass du da warst. Ich sag danke. Und frag schon, natürlich, das ist schon eine Arbeit, ein Album aufzunehmen, Lieder zu schreiben, sich das einfallen zu lassen, aufzunehmen. Aber gibt's bald wieder was Solomäßiges oder sagst du, so jetzt habe ich das und jetzt kommt wieder die Band? Na, also Band wird jetzt ziemlich intensiv, weil wir jetzt in eine Produktion gehen, in eine Single-Produktion. Aber ich bin schon bereit, also das Ziel ist jetzt schon mal ein Album mit 12, 13 Tracks zu machen und jetzt mal über den Sommer ein bisschen was zu schreiben und dann in den Herbst rein wieder ein bisschen live zu spielen und mal schauen, was sich so bis 2017 ergibt. Ja, aber du bist auf alle Fälle guter Dinge, dass dir noch mehr einfällt. Ja, definitiv. Also es beginnt schon. Ist das was man während dem Tun macht, komponieren? Also du sitzt ich stelle mir das jetzt sehr romantisch vor. Ja. Du sitzt am Gut vor Fürstenfeld in der Abendsonne mit deiner Gitarre auf dem Knie und klimperst vor dich hin und dann fallen da Sachen ein. So, aber meistens auch so zwischendurch. Verdammt, das Aber wollte ich jetzt gar nicht. Nicht nur, aber auch so zwischendurch, dass man sagt, okay, ich weiß nicht, ich habe gerade 10 Minuten, weil ich muss auf ihn warten, setze mich kurz hin zu Hause und dann passiert's. Das ist schön. Und dann gibt's halt so Momente, wo man denkt, jetzt ist eigentlich perfekt, also die Abendröte ist so herrlich, jetzt sitze ich 4 Stunden da und spiele in die Nacht hinein und dann passiert genau nichts. Und memorierst du dann, wenn was einfällt, das, indem du spielst und sich das deine Finger quasi merken oder schreibst du auf? Na, ich schreibe nichts auf, also eher versuche jetzt mal zu wiederholen, damit's der Kopf mal hat und dann haben's die Finger auch. Sehr gut. Damen und Herren, das ist vielleicht ein Lebensmotto. Schall und Rauch, Michael Tauschmann, danke, dass du da warst. Ich sag danke. Es war mir ein großes Vergnügen und ich verabschiede Sie nun mit etwas completely different, Damen und Herren. Musik aus Österreich, natürlich. Howling Wolf Project, G'spusi min Teufel, ein Album, das vor einem halben Jahr das Licht der Welt erblickt hat und ich schicke Sie nach Hause mit Vierwer. Birgit Denk, mein Name. Danke fürs Zuhören. Danke, dass du da warst. Tschüss, Baba, und auf Wiederhören.
1, 2, 3, 4. Du weißt ja nicht, wie ich dich gern hab. Du weißt ja nicht, wie gut es tut. Wenn du mich in deine Arme hältst, packt mich das Fieber und ich spür dich gut. Du bist wie Fieber. Ja, du bist wie Fieber. Fieber! Vom Aufstehen bis zum Mietwerden, Fieber die ganze Nacht. Die Sonne leicht uns durch die Tage, der Mond der leicht uns in der Nacht. Wir zwei leuchten miteinander, weil das Fieber was mit uns zwei macht. Du bist wie Fieber. Ja, du bist wie Fieber. Fieber! Vom Aufstehen bis zum Mietwerden, Fieber die ganze Nacht. Wenn ich unsere Geschichte so anschaue, dann bin ich jederzeit bereit, dass du mich ansteckst mit deinem Fieber. Mach mich heiß, es ist so weit, du bist wie Fieber. Ja, du bist wie Fieber. Fieber! Ich steh in Flammen, weil alles in mir für dich brennt. Orange 94.0, das Freiradio in Wien.